So genannt, ja? Also was heißt übrigens 90 Jahre alt? 90 Jahre jung ist er. Ja? Und er stammt natürlich aus der Zeit des alten Wiener Kabarets. Er stammt aus der Zeit von Karl Farkas, Ernst Waldbrunn, Maxi Böhm, Alfred Böhm, Heinz Konrads, Fritz Mulier, wie die alle heißen mögen. Aber er hat denen allen eines voraus. Er lebt noch. Und wie? Und ich sage, der hat ihm ein Gedächtnis, also Sie werden es eigentlich selber erleben. Und höflich ist er. Also das ist alte Wiener Schule, natürlich. Ja? Und ich kann Ihnen nur eins sagen. Ja? Es gibt 14 Nothelfer, 13 Stühle, 12 Apostel, 11 Meter vor dem Tor, 10 Gebote Gottes, 9 Musen, 8 Entfesselte, 7 Weltwunder, 6 aus 45, 5 Erdteile, 4 Himmelsrichtungen, 3 Musketiere, 2 Herzen im Dreivierteltakt. Aber es gibt nur einen Leopold Havelka. Leopold Havelka. Leopold Havelka mit dem Höflichkeitsgipfelpunkt. Bitte sehr. Meine hochentzückten Damen, meine sehr verehrten Herren, Sie wollen also gütigst verzeihen, wenn ich es wage, Sie höflichst und dringend zu ersuchen, mir freundlichst zu erlauben, dass ich mir kühne, Sie untertänigst zu bitten, mir das unnennbare Glück zu gewähren, dass ich es Ihnen in größter Bescheidenheit nahe, um Ihnen freundlichst zu sagen, dass ich nichts sehnlicher wünsche, als imstande zu sein, Ihnen zu zeigen, wie ganz außerordentlich mich freut, dass das Schicksal mir so günstig war, diesen heutigen Augenblick herbeizuführen, der mir das unbeschreibliche Gefühl zuteil werden lässt, hier zu versichern, dass es mir unmöglich ist, durch leere, gehaltlose Worte die wunderbaren Gefühle auszudrücken, die mein Herz bei dem erhabenen Gedanken ergreifen, welch ein ganz besonderer Vorzug ist, dass ich eine besondere Ehre haben darf, mit der mir angeborenen Bescheidenheit Ihnen allen einen recht guten Abend wünschen zu dürfen. Guten Abend. Das war ganz kurz begrüßt, nicht? Also diese Begrüßungszeremonien habe ich mir von unseren Mandataren abgesehen. Also die sind da jetzt sehr Tätigkeit überall, nicht? Viel zu reden, ohne was zu sagen, nicht? Also das ist ganz klar. Nun wollen wir also jetzt in Medias Res gehen. Das heißt, Moment, lieber Erwin, es treten heute 100 Künstler auf. Ja, sicher, natürlich, ja, richtig. Es treten heute 100 Künstler auf, bitte, aber natürlich nur in ganz Wien, bei uns nur ein kleiner Bruchteil. Damit ist aber nicht gesagt, dass dieser kleine Teil Bruch ist, im Gegenteil, ich kann Ihnen versichern, Sie werden sich sicher ganz gut unterhalten können. Das ist ein Versprechen. Will ich dieses Versprechen nicht halten können, dann wäre es ein gebrochenes Versprechen. Und in meinem Falle wäre ein gebrochenes Versprechen ein gesprochenes Verbrechen. Das muss man mal auch. Das ist klar. So, komme ich heute an und an. Ja, du machst einen Monolog. Nein, ich mache keinen Monolog. Sie müssen eines wissen. Sie sehen es ja eh. Er stammt ja noch aus der Zeit des Stummfilms. Gell? Und so, der glaubt, er muss jetzt alles nachholen. So, entschuldige. Also gut, ich war der Adoptivsohn von Charlie Chaplin. Nein, also das, ich wollte nur sagen, also, wie schaust du aus heute? Sag, bist du irgendwie per Anhalter gekommen oder wie? So soll ich per Anhalter gekommen sein? Na, weil du so mitgenommen ausschaust heute, das ist doch so furchtbar. Ja, also, nein, tu mal beginnen. Ja. Ich will nicht verplaudern. Ja, sicher, gut. Also dann gehen wir gleich in Medias Res. Was ist eine Halskrankheit? Warum soll ich Halskrankheit haben? Weil du so geschwollen daher jetzt. Gehen wir in Medias Res. In Medias Res heißt zur Sache. Kommt aus dem Lateinischen, heißt zur Sache. Ja, du, Latein ist eine tote Sprache. Ja. Bleiben wir lebendig, auch wenn es dir schwerfällt. Mir fällt es nicht schwer, warum soll es mir schwerfallen? Ja. Begrüßen, tust du die Leute noch einmal begrüßen? Vielleicht? Ja, natürlich, ja. Ja, na gut, ich werde die Herrschaft begrüßen, und zwar werde ich die Herrschaft begrüßen in Sätzen, dessen jedes Wort mit G wie Gustav beginnt. Was ist das für ein Blödsinn? Jedes meiner Worte muss jetzt mit G wie Gustav beginnen. Also gut, also gestattet. Gut, gerne. Gut, gerne. Also. Das sind schon 3 Worte mit G. Also gut. Geehrte, gut gelaunte Gäste. Gemütvolle Gegenseitigkeit gibt Gewähr großartiger Gemeinschaftsstimmung gegen Gemütsdeprimierte. Gelegentlichen Gegensätzen gilt gewaltsam gegenüberzutreten, genauso gerne gemütliches Gelächter gewinnen. Genugtuung gehabt, gracias, so jetzt kommst du dran. Was heißt jetzt komm ich dran? Ja, sicher. Wir werden es leichter machen. Er soll jeder seiner Worte, die jetzt kommen, soll er mit D wie Dora beginnen, also mit weichem D soll es jedes seiner Worte beginnen. Das ist leichter? Das ist viel leichter, natürlich. Lass dir was einfallen, die Herrschaft wird jetzt lauschen. Bitte. Danke, gnädige Frau, danke, Sie haben mich inspiriert. Ich weiß jetzt genau, ich weiß schon. Danke sehr. Dank der Damen, ja,
die dich da dulden, Aber darfst du dein dürftiges Durcheinander darbieten. großartig, gerade gekommen, gewaltsam, gestört, gegenliegentlich. Durch dein dummes, dreistes Dreinreden deinerseits demolierst du dilettantisch die Darbietung der Doppelplauderei. Grau-gelblich gefärbter Gelbschnabel, gerupft, geputzter Gimbel, grausler Krabbert, ich weiß gar nicht, was ich noch sage. Du dummer, dicker Dachs, du, dämpf doch deine Dreckschleudern, die Damen tarieren dich doch da. Genug geistlos geblödelt, gute Gäste gequält. Schluss der Debatte. Was sagst du dort? Warum schimpfst du? Nein, ich habe gesagt, Schluss der Debatte. Eine Debatte, da wird die zweite Silbe betont, Debatte. Debatte, ich muss mich da aufklären. Schau, ich bin doch oft im Parlament gesessen, oben auf den Galerien, und ich habe mich so über die Brüstung gebeugt und habe runtergeschaut ins Forum hinunter und habe gesehen, wie die Debatten da unten geführt wurden. Erste oder zweite Linie? Zweite Silbe wird betont, Debatten, habe ich gesagt. Und das kommt auch aus einer lateinischen Debatte nach? Nein, das kommt aus dem Französischen. Du kannst Französisch? Ja, das sicher, natürlich, frag mich was. Naja, was heißt zum Beispiel auf Französisch Schnee? Ich war im Sommer dort, was weißt du denn? Ich glaube, das ist jeder Jahreszeit. Nicht? Also, was hast du gemacht? Ja, ich habe eine Dame kennengelernt, eine bezaubernde Frau, was soll ich dir sagen? Also eine Frau, die war himmlisch. Sie hatte einen einzigen Fehler, sie konnte nicht Deutsch, weißt du? Und dein Französisch kennen, wie habt ihr euch verständigt? Naja, wir haben uns verständigt in der Zeichensprache. Also sie hat mir alle ihre Wünsche, die sie hatte, aufgezeichnet. Ausgezeichnet? Nicht ausgezeichnet, sie hat mir alle ihre Wünsche aufgezeichnet. Aber ich habe gemeint, ausgezeichnet, dass sie alles aufgezeichnet hat. Ich muss ihm das erklären, der hat das noch immer nicht verstanden. Hörst du? Sie hat mir zum Beispiel aufgezeichnet, Messer, Gabel, ich weiß sofort, was zu tun ist, besteht ein frugales Abendessen, ein Diner ersten Ranges. Dann haben sie mir aufgezeichnet, Gasflasche, ich habe sofort gewusst, was zu tun ist. Habe natürlich bestellt Champagner, der Champagner ist in Strömen geflossen und wir waren so fantastisch in Laune und Stimmung. Und im Laufe des späteren Abends hat es mir aufgezeichnet gestört. Das hat ausgeschaut wie ein Bett. Ja, und? Na, nichts noch. Und wieso hat die gewusst, dass ich ein Tischler bin? Wenn du mir jetzt sagst, du bist Tischler geworden, dass du mit einem Leistenbuch auf die Welt gekommen bist, dann ist mir alles klar. Übrigens, ich bin auch Tischler. Also, du bist auch Tischler? Sag, was bist du für Tischler? Hoteltischler, Möbeltischler und so weiter? Was Stammtischler bin ich. Hör mal auf mit Stammtischen, da wird so viel Blödsinn geredet, gell? Was hat Blödsinn geredet? Da wird Wissen erweitert, diskutiert. Aha, diskutiert, ja. Na, bitte, jetzt möchte ich gerne etwas wissen von dir. Sagen wir, warum begleitet man einen Besuch immer bis zur Tür hinaus? Ja, damit man sich vergewissern kann, dass er wirklich gegangen ist. Okay, du bist ein freundlicher Gastgeber. Na, dann wollte ich noch etwas wissen. Ich bin etwas abergläubisch, weißt du? Okay. Schau, sollte ein Unglück sein, dass wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft, das sollte Unglück bedeuten. Stimmt das? Das kommt darauf an, ob du ein Mensch bist oder eine Maus. Aber du, ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar eine Kardinalfrage. Bitte, Frage. Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst? Wie war das? Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst? Der Unterschied zwischen kostenlos und umsonst. Ich hab's. Meine Schulbildung, die war kostenlos, deine war umsonst. Ich glaube, du redest schon wieder zu viel. Was hältst du davon, wenn wir ein bisschen Musik machen? Ja. Der scharrt ja schon mit den Fingern in den Startlöchern. Und vielleicht singen ein kleines Liedchen. Machen wir vielleicht, nicht? Ein kleines Liedchen geht von Mund zu Mund. Es ist beliebt und das hat seinen Grund. Denn es besingt den Liebling vieler Damen, die ihm zuliebe fielen aus dem Rahmen. Godamo selber hat es komponiert, hat es den schönen Frauen dediziert. Und weil es bezaubernd klingt und süß singt man ganz Paris. Du hast Glück bei den Frauen Bellamy. So viel Glück bei den Frauen Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant, bist nicht klug, doch sehr galant, bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt.
verliebst jeden Tag dich aufs Neue. Alle Tage neu, Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. Ich kenne einen netten jungen Mann, der gar nichts ist und nichts Besonderes kann. Und den die Damen dennoch heiß verehren, weil er das hat, was alle Frauen begehren. Er macht die anderen Männer ganz nervös, mit seiner tollen Chronik skandalös. Er nimmt die Frauen, wie er will, bei ihm hält jede still. Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. So viel Glück bei den Frauen, Bellamy. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist kein Held, nur ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue. Alle Tage neu, Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, Bellamy. Da ist so trocken, Getränk auch was. Er trinkt sogar Red Bull, ich einen Kaffee, Red Bull. Das müssen wir mal vorstellen, er ist 90 Jahre, er trinkt Red Bull. Wenn ich Red Bull trinke, ich kann 3 Tage nicht schlafen. Bei mir ist umgekehrt, wenn ich schlafe, ich kann kein Red Bull trinken, glaube ich. Sag, du bist ja schon in Pension, wie man das Natürlich, sieht. ja. Ja? Sag, was ist ja nicht Fahrt den ganzen Tag, was machst du so eigentlich? Gehst du den Stadtpark Tauben vergiften oder was? Nein, ich mache zum Beispiel, ich lerne Texte, also ich lerne Lieder für den HBB zum Beispiel, den humanitären Bund der Berufssänger, oder wenn ich bei Gaidosch um 3 nachmittags sein kann, das ist auch eine sehr schöne Veranstaltung, wo Operetten, Wiener Lieder und so weiter gebracht werden. Und aus diesem Grunde bin ich auch dann dort tätig, und das ist übrigens am Neubaukürtel 33. Und da können wir auch dort wirklich wunderbare Lieder genießen. Das ist also Gaidosch um 3. Gut, aber... Hast du genug Pension oder musst du irgendwas dazu verdienen? Naja, bitte, ich bin etwas geringfügig beschäftigt bei einer Geisterbahn im Prater. Leopold, wenn ich dich so anschaue, kann man das nicht geringfügig nennen. Du erschreckst sozusagen die Leute dort. Aber nein, ich sitze doch in der Kasse. Sicher erschrecken dann die Leute über den Eintrittspreis, den sie zu zahlen haben. Sehr raffiniert von dem Betreiber. Der setzt ihn an der Kasse, das ist der erste Schock, wenn du ein Ticket kaufst. Und viel Ärger kann sie in der Geisterbahn auch nicht mehr werden. Na gut, also, was ich sagen wollte, naja, kann es auch nicht mehr werden, gut. Ja, ich weiß, ich habe einen Charme, wie ein Pommes funèbre. Ja, weißt du, was ein Pommes funèbre überhaupt ist? Nein, keine Ahnung. Sind das die Pommesverkäufer? Die Pommesverkäufer, das sind die Sargträger und Bestatter, das sind Pommes funèbres. Sowas brauche ich nicht. Ich lasse mich verbrennen. Okay, bitte, bei deinem Alkoholkonsum kann man nicht verbrennen sagen, bei ihm ist es flambieren. Gut. Na, oder ich hätte eine neue Idee. Ich lasse mich recyceln, das ist ja modern. Na, was können Sie schon aus dir machen? Ja, ich lasse mich faschieren für eine Lasagne. Also Ärger als ein Pferdefleisch schmecke ich sicher nicht. Okay, aus dir können Sie höchstens Hundefutter machen. Vielleicht können dann die Hunde nachher singen. Ja. Also, aber apropos Hunde singen, singst du uns auch irgendwas jetzt vor? Ja. Aber ich wollte ja mal fragen, im Sommer ist es ja so heiß gewesen, da war es ja fast 40 Grad in Wien, 39,8 am Stephansplatz. Gell? Da war es ja so heiß, am Land haben ja die Hühner gekochte Eier gelegt. Jetzt sag einmal, wie hast du das durchgehalten, diese Hitze? Hast du Aircondition zu? Nein, ich habe keine Aircondition, aber ich habe diese Hitze trotzdem durchgehalten. Ich habe eine eigene Methode, solche Hitzen durchzuhalten. Und zwar? Das hat schon Armin Werk geschrieben, ja? Bitte. Im Sommer, wenn es heiß ist, immer, hab ich eine eigene Manier. Und da sitze ich splitternackt im Zimmer. Es kommt doch eh kein Mensch zu mir. Doch hab ich mir jetzt vorgenommen,
Ich wickel um den Hals an Schal, es könnte ja doch vielleicht willkommen. Ich glaube, ich bin nicht ganz normal, oder doch? Gut, das verstehe ich ja, dass du nackt durch die Wohnung laufst. Gell? Das ist ja ganz in Ordnung. Nur mit dem Schal um den Hals, der nur dazu zu kurz ist, also das ist schon skurril. Muss ich sagen. Was sagt denn da deine Lebensgefährtin Lilli dazu? Lilli, ja, also diese, wie soll ich sagen, die hat sogar bei mir auch zu Hause nackt gekocht. Wirklich? Das ist sicher. Das war dann die Nachspeise. Das war dann die Nachspeise, natürlich. Nein, das war nicht die Nachspeise. Aber weißt du, wie wir uns kennengelernt haben? Das war interessant. Die Lilli ist doch eine Parfümeristin, nicht? Also die hat, stell dir vor, die Heiratsannonce verbunden mit dem Geschäftlichen. Also das heißt, als Parfümeristin hat sie die Heiratsannonce gleich mit dem Geschäftlichen verbunden. Pass auf, die hat Folgendes geschrieben. Junge, duftende, wohlriechende Seife sucht älteren Waschlappen zwecks gemeinsamen Schaumbad. Also wie man sieht, sie war eine Komödiantin. Sie war eine große Komödiantin. Eine große. Ja, bitte. Eine große Komödiantin steckt in jeder schönen Frau. Eine kleine Intrigantin, raffiniert und maßlos schlau. Aber einmal kommt die Stunde, wo sich jede Frau verliebt, wo sie hülllos und ohne Maske abgeschminkt der Welt sich gibt. Sie wird Wachs dann in den Händen eines Mannes, der es versteht, wie mit Liebe man die Frauen einfach um den Finger dreht. Aber all den schönen Frauen sollst du niemals blind vertrauen. Vom Himmel zur Hölle stürzen dich die schönsten Frauen. Und wie ging das dann später in der Ehe? Ist der Mann auch wie ein Wasel durch die dumme Liebelei? Hat kein Katzel, hat kein Hasel, ist der eigenen Gattin treu. Er steht auf, schon früh am Morgen, bringt Kaffee hin zum Bett, geht einkaufen und alles besorgen, fegt das Zimmer und das Kabinett. Dann zieht hoch er die Strümpfe, wenn von Bett sie sich gehoben, hebt das Höschen an der Nymphe, auch das Klappbett wird gehoben. Ja, das steht manchen Frauen passen, das wäre eine nette Geschichte. Doch ihr könnt euch darauf verlassen. Solche Trottel gibt es nicht, oder doch? Du warst sozusagen bei der Lilli der Hahnenkorb. Ja, heute bist du im Kaffeekorb der Hahn. Da gibt es ein kleines Gedicht drüber. Ein junger Hahn verliebt sich in eine alte Gas. Und wie es ist, es treiben die beiden ihre Spaß, das blieb nicht ohne Folgen. Ein Nachwuchs kam, oh Graus. Jetzt sag uns bitte eines. Bitte. Was kam dabei heraus? Es waren noch ein paar Wochen, ich habe es selbst gesehen. Es nimmt der Gas im Gasstall. Ja, was? Ein kleiner Gashagel. Das ist so himmlisch Blöd, dass es jeder gleich versteht. Und ist es noch so dumm, macht es doch die Runde rundherum. Du, Erwin, so eine Sache, hast du davon gehört? Heut filmt man im Graben ein blütenweißes Pferd. Und auf dem Pferd sitzt oben, jetzt kommt erst der Clou, ein splitternacktes Mädchen, geh komm und schau mal zu. Du, die Idee ist prächtig, da möchte ich gerne gehen. Ja. Ich habe ja schon seit Jahren kein weißes Pferd mehr gesehen. Das ist so himmlisch blöd, dass es jeder gleich versteht. Und ist es noch so dumm, macht es doch die Runde rundherum. Ja. Apropos nacktes Mädchen auf einem Pferd. Ja? Ja. Wir haben sowas Ähnliches auf der Donauinsel gesehen, im Sommer. Ja? Also es war ein nacktes Mädchen auf einem Drahtesel, ne? Kein Pferd, ne? Sondern sie ist auf einem, ich musste ja im Sommer mit dem Leopold mitkommen auf die Donauinsel, FKK-Bereich. Er ist ein passionierter FKKler, ja? Das hat nichts mit der Partei in Kärnten zu tun, ja? Sondern er geht so gerne FKK. Jetzt habe ich da mitgehen müssen, auch nackt. Ja. Sind wir da gegangen, wir haben dort geprobt.
Nicht? Weil in der Wohnung war es zu heiß. Ja. Er tut seinen Text vor sich her murmeln, gell? Und geht da entlang, was heißt geht, stolziert ist er eigentlich, gell? Wie ein Hahn. Gell? Und ich daneben, auch nackt, musste ich ja nicht, und ich habe jetzt gesungen. Ja, naja, so war es ja. Wir sind eh schon stadtbekannt gewesen. Ja. Wir waren ja nach 3 Tagen sowas von gefürchtet. Was glauben Sie, was gefürchteter war? Sein Anblick oder mein Gesang? Die Tauben waren auf jeden Fall besser dran bei deinem Gesang. Was für Tauben? Da gibt es ja Die keine Tauben Tauben auf der Die Tauben, Da also gibt es ja keine Tauben auf der Donauinsel. Da gibt es vielleicht Spatzeln, aber keine Tauben. Ja, Na, Tauben gibt es am Stephansplatz zum Beispiel. Ne? Ja. Aber die Wiener wollen ja die Tauben nicht so gern. Die Wiener, das wissen Sie ja, haben ja ein goldenes Wienerherz. Gell? Also sie haben ein Herz für Senioren, sie haben ein Herz für Kinder, sie haben ein Herz für Tiere, Haustiere, aber die Tauben wollen sie nicht. Gell? Und da gibt es ein nettes Lied, ein bisschen schwarzer Humor von Georg Kreisler. Wie das Schatz, das Wetter ist wunderschön, dann leid ich's nicht länger zu Haus. Heute muss man ins Grüne gehen, in den bunten Frühling hinaus. Jeder Bursch und sein Mädel mit einem Fresspaketel sitzen heute im grünen Klee. Schatz, ich hab eine Idee. Ja, die Sonne ist warm und die Lüfte sind lau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Die Bäume sind grün, der Himmel ist blau. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Wir sitzen zusammen in der Laube, vergiften immer ein paar Tauben. Der Frühling ist tief bis ins innerste Mark, beim Tauben vergiften im Park. Schatz, bringt es Arsen geschwind her, das tut sich am besten bewähren. Streus auf ein Grahambrot kreuz über quer, nimm Scherzl, das haben sie so gern. Zuerst verjagt man die Spatzen, weil die tun alles verbotzen. So ein Schmatz ist so geschwind, frisst Gift auf ihn nur und das arme Tauberl schaut zu. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park. Der Hansel geht gern mit der Mali, weil die Mali, die zahlt's ziehen kann. Die Herzen sind schwach, aber die Liebe ist stark beim Tauben vergiften im Park. Nimm für uns was zum Taschen, aber in der anderen Taschen gehen wir Tauben vergiften im Park. Ja, also, entschuldigen Sie, bitte sehr. Ist hier die Heiratsvermittlung immer treu? Ja, das hier Sie wünschen. Ja, was wird ein Herr wie ich schon wünschen? Ja, na gut, also, kenne ich Ihre Sorgen? Eine Frau möchte ich bitte. Also, nichts leichter als das. Also, nehmen Sie bitte Platz, mein Name ist Honig, grüß Gott. Ich heiße Dufter. Ja, auch nicht schlecht. Wie heißen Sie, sehr geehrter Dufter? Also, wie war doch gleich der Name? Dufter. Ich habe es nicht glauben können. Also gut, Sie, Herr Dufter, es freut mich, dass Sie zu mir gekommen sind. Sie werden den Weg zu mir nicht bereuen. Schauen Sie, unser Institut hat garantiert jeden Erfolg. Mit dem Wahlspruch, bei Honig geht alles wie geschmiert. Ne? Also lieber Herr Dufter. Ich kann das noch immer nicht glauben, dass Herr Dufter. Also Herr Dufter, Sie werden sich wundern, ich habe da, schauen Sie, ein kleines Buch. Ja? Also klein, aber hoch, da ist alles drinnen. Auch die Frau, die Sie suchen. Ich habe hier eine wunderbare Liste drinnen, nicht wahr? Na bitte, ich habe eine bombensichere Methode. Ich stecke den Finger hinein, sehen Sie, schlage auf und habe die richtige für Sie. Da ist sie schon. Ich gratuliere, Herr Dufter. Bitte sehr. Gratuliere. Ja, wunderbar. Ja, lassen Sie mir. Ich bin ganz Trommelfell. Gut, ja, gut. Also, eine Tirolerin, schön, ein Naturkind. Vater hat ein riesen Sägewerk. Was heißt Sägewerk? Der rasiert ganze Wälder. Geld wie Heu an Bord wie der Andres Hofer, alte Tiroler Familie.
Patrizierfamilie, ein Gehöft, Viecher, Auto mitgibt, na, was soll ich Ihnen sagen, sowas von einer Frau. Moment, Sie reden mal ein bisschen zu viel. Sagen Sie, hat diese Geschichte irgendeinen Haken? Naja, Gott, nicht direkt Haken, was heißt, sie schielt ein bisschen und grob vom Jungen. Kommt nicht in Frage. Sowas wollen Sie mir anbieten? Auf diese Frau pfeife ich. Aber wenn die Ihnen nicht gefallen soll, können Sie ja noch immer verduften, Herr Dufter. Ja, gut. Also, übrigens, Sie pfeifen gut, Sie werden den alten Honig nicht aus der Fassung bringen. Glauben Sie mir das? Ich stecke den Finger hinein, schlage noch einmal auf, sehen Sie, und da habe ich Sie schon. Also, habt ihr richtig, gratuliere die Frau fürs Leben, hören Sie zu. Also bitte, eine Medizin, Schweizerin. Die Schweizerin ist gut. Ja, wunderbar. Tochter von einem Käselochfabrikanten, tausende Franken Mitgift, Seitenlinie von Wilhelm Tell, Villa am Zürichsee und einen Wagen, ein Chevrolet wie ein Schlachtschiff. Einen was? Ein Chevrolet. Ein Cadillac war mal hier. Wegen der Automarken werden wir uns nicht streiten. Also gut, das ist ja klar. Sie hat einen schönen Wagen, schöne Villa und noch viel schöneres Geld. Ja, Moment, Sie reden mir schon wieder zu viel. Wieso? Hat diese Geschichte auch einen Haken? Sie sind ein misstrauischer Mensch. Was heißt Haken? Nicht direkt. Schauen Sie, sie hat 140 Kilo und 6 Kinder. Also Das trauen Sie sich mir anzubieten. Auf diese Frau pfeife ich. Pfeifig, sagen Sie, wie heißen Sie? Dufter. Sie sollten Pfeifer heißen, wenn Sie immer drauf pfeifen. Seien Sie froh, dass ich Dufter heiße und pfeife und nicht umgekehrt. Stecken Sie den Finger woanders ein. Ja, na gut, also ich brauche keine Ätzes von Ihnen, ich weiß, was ich tue. Sie wählerischer Mensch, Sie. Schauen Sie, alle guten Dinge, ich versuche es ein drittes Mal, ja? Alle guten Dinge sind 3, ja? Also, ja, hier ist sie. Gestatten, dass ich aufstehe, das ist die Frau fürs Leben, ich gratuliere. Sehen Sie, ja, eine Frau, 19 Jahre. Ja, das ist gut. Na, 19 Jahre, mir schmilzt das Gebiss, also der Vater Multimillionär, eine Villa in Long Beach. Wo? In Kalifornien, in Long Beach, gleich neben dem Schwarzenegger. Na, und dann ist es sehr schön, sie ist Schönheitskönigin, sie war 2011 Schönheitskönigin, war 2012 Königin und 2013 Schönheitskönigin und sie wird auch 2014 Schönheitskönigin. Das haben wir ja noch gar nicht. Ja, aber sie wird sicher werden. Gut, die nehme ich. Oder hat die Geschichte auch einen Haken? Ja, die pfeift auf Sie. Danke. Herr Honig, Sie Bitte. sind ja bedeutend älter als ich. Wieso haben Sie so viel Haar? Ja, ich habe ein Haarwuchsmittel. Schauen Sie, Herr Duft, passen Sie auf. Das Haarwuchsmittel ist so stark, ein Tropfen auf einem Bleistift und Sie haben eine Zahnbürstel. Und wie haben Sie vorher ausgeschaut? So. Na Leopold, du gefällst mir so besser. Oh, gell? ja, schön. Wir waren nicht zu weit. Das ist ja die Augenbrauen haben schon begonnen. Nein, du gefällst mir so besser. Bleib so wie du bist. Da brauchst du allerdings nicht den Herrn Hüllerbrand, weil der braucht ja keine Farbe geben, keine Frisur kann er da machen. Gell? Ja, sicher. Er hat ja keine Glatze, gell, sondern er macht Striptease auf höchster Ebene. Gell? Ja, geht. Ja, sicher, er braucht ein natürlich. Staubtuch. Gell? Ja, sicher. Aber sag, brauchst du ein Heiratsinstitut? Ich brauche keine Hast du das Heiratsvermittlung. nie gehabt? Ich habe doch ein Temperament. Ja? Ja. Du brichst auch so die Herzen der Stolzen. Ja, natürlich, ja. Bitte. Brech die Herzen. Ich brech die Herzen der stolzesten Frau, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht der eine ins Auge zu schauen und schon ist ihn. Ich habe bei Frauen so schrecklich viel Glück. Das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Aber, und das ist mein Trick, das liebt man an mir. Ich lach sie an und sage schlau, sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jedes so gut. Ja, ich brech die Herzen der stolzesten Frau, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht der eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Wach auf! Ja, sag, ja, du brichst die Herzen der Stolzesten. Ja, natürlich. Ja.
bewundernswert ein Temperament. Ja. Ja. Aber sag, ich habe auch einmal ein Herz gebrochen einer Dame, es war sogar eine Baronin. Es war ein Lebkuchenherz allerdings. Apropos Baronin, stell dir vor, die Frau Baronin und der Herr Baron, die haben einen 20-jährigen Sohn. Der muss im September, wie es ebenso geht, von Neustadt nach Wien auf die Universität. Beim Abschied, da sagt der Papa ihm gerührt: Wenn du Geld brauchst, mein Sohn, schreibst nur ganz ungeniert, jedoch sei so gut, ist der Monat dann aus, dann schickst du darüber Rechnung nach Haus. Da schreibst du genau, was du gebraucht, was für Essen du hast, vertrunken, verraucht und was du für Wäsche und Kleider gabst aus. Das schreibst du gewissenhaft alles nach Haus. Dann noch eins, mein Sohn, sagt er heimlich zu ihm: Wenn du ein Bedürfnis hast, weißt du, so ganz intim, so schreibst auf die Rechnung nur ganz unverzagt: So und so viel gab ich aus für die Jagd. Na, wie gesagt, so getan ist der Monat dann aus, dann schickt er den Eltern eine Rechnung nach Haus für Wäsche, Zigarren, für Kleidung, Kost. Für Jagd 100 € war auch alle Post. Als solches nun ließ die Frau von Baron, da rief sie erstaunt: Schau dir an, unser Sohn, du Hubert, was hast du mir das nicht gesagt, dass unser Junge in Wien geht auf die Jagd? Als 500 € kostet nächstens die Jagd, war der Papa sehr erzürnt, doch die Mama voll Stolz sagt: Kleinigkeit, was das für Jäger schon ist, hast du gesehen, was in Wien bis jetzt für Tiere erschießt? Im März schreibt der Sohn: Ich habe zwar nicht gejagt, jedoch, liebe Eltern, seid nur nicht verzagt, schickt mir rasch 10.000 €, ich bitte euch sehr, für die Reparatur von meinem Schießgewehr. Der Leopold hat nach wie vor so viel Erfolg bei den Frauen, der bricht noch immer die Herzen vieler Frauen. Ja. Aber er hat natürlich viel, viel mehr Erfahrung bei Frauen als ich, alleine schon wegen des Alters. Gell. Aber so, verstehst du eigentlich die Frauen? Ja. Schwer, gell? Wer Oder kann sie schon Vasilis, verstehen Sie die Frauen? Nein, gell? Mir sind die auch immer rätselhaft, das muss ich nur sagen. Männer, die werden niemals schlau, sie macht die Liebe blind. Sie gehen auf den Leim der Frau, weil sie eben harmlos sind. Sie verfallen immer wieder gern dem bewussten holden Wahn. Denn die Frauen sind der Schöpfung Herr, doch sind Frauen untertan. Ja, Frauen sind keine Engel, sie tun so, doch nur zum Schein. Sie schauen euch mit sanften Augen an und können so herzlos sein. Nein, Frauen sind keine Engel und dennoch sind sie so süß. Sie schenken einem verliebten Mann auf Erden schon das Paradies. Schon der Professor Sokrates hat es mit den Frauen schwer. Und er rief aus, ich ahne es, Weiber sind doch einmal Malheur. Ja, wenn man die Frau historisch nimmt, wird man gleich darauf gebracht, dass sie der Geschichte Lauf bestimmt, nur weil sie Geschichten macht. Ja, Frauen sind keine Engel, sie tun so, doch nur zum Schein. Sie schauen euch mit sanften Augen an und können so herzlos sein. Nein, Frauen sind keine Engel und dennoch sind sie so süß. Sie schenken einem verliebten Mann auf Erden schon das Paradies. Leopold, ich bin so froh, dass es dich gibt und dass du so alt geworden bist schon. Weil Sie wissen ja, die Lebenserwartung der Männer in Europa ist ja 73 Jahre, ja, in Mitteleuropa. Gell? Dadurch, dass er schon 90 Jahre alt geworden ist und noch viel älter wird, steigt die Lebenserwartung für alle Männer gleich auf 75 oder noch mehr. Gell? Aber was bedeutet schon die Statistik? Gar nichts, gell? Ja, sicher.
Statistik zeigt dem Kenner, es gibt mehr Frauen als wie Männer. Darum rat ich allen Frauen, sich bei Zeiten umzuschauen. Lassen alles stehen und liegen, es kann nicht jeder den Schönsten kriegen. Meine Damen, geben Sie Acht, wie man sowas wirklich macht. Nehmen Sie einen Alten, so einen alten, wohlbestallten, ein Politiker mit Spitzenpension, sehr begehrt ist die Person. Nehmen Sie einen Alten, der bleibt Ihnen ganz erhalten. Geben Sie wieder was zu essen, ist er wieder bereit. Nehmen Sie einen Alten, hat er auch schon einige Falten, die sind bloß am Kopf zu sehen, das andere ist vielleicht noch schön. Nehmen Sie einen Alten, hat er auch einen Riesenbauch, einen Jungen müssen Sie erst füttern und der hat schon, was er braucht. Ein Junge lässt sich schwer bezwingen, wenn sie den Pantoffel schwingen. Alter gibt ihn ans Portemonnaie, macht die Betten, kocht Kaffee. Ein Junge küsst zwar heiß und mächtig, doch so ein Alter küsst bedächtig. Was ihm fehlt an Temperament, das ersetzt er durch Talent. Nehmen Sie einen Alten, so einen richtig durchgeknallten, einen Humoristen mit Niveau, mit Wiener Charme, das sowieso. Nehmen Sie einen Alten, der bleibt Ihnen immer treu. Geben Sie Viagra ihm zum Essen, ist er wiederum wie neu. Nehmen Sie einen Alten, der küsst voller Liebesqual, denn er denkt bei jedem Kuss, es ist vielleicht zum letzten Mal. Wir haben ja vorhin wegen der Lebenserwartung gesprochen, Lebenserwartung der Männer. Und da ist mir beim Leiner so eine Idee gekommen, da habe ich gerade ein Kastel gekauft und habe mir so ein Maßband genommen. Immer eins genommen, die anderen habe ich bekommen als Sponsoring. Ja. Und da haben wir gedacht eigentlich, wie kurzlebig doch das Leben ist, wie unvergänglich das ist und wie schnell das oft vorbei sein könnte und kann. Gerade weil man denkt, nur 73 Jahre ist das die Statistik, gell, für die Lebenserwartung. Gell. Aber man hatte im Hinterkopf immer den Gedanken, man könnte 100 Jahre alt werden, wenn man gesund ist. Gell. Und das ist mir da mit dem Maßband so in Erinnerung gerufen worden. Das hat ja 100 Zentimeter und jedes Jahr 1 Zentimeter. Das habe ich so angenommen. Man kann, na, bei dir ist es einmal so, schau, ich zeige das. Ja, gut. Das sind deine 100 Jahre, gell? Also meine 100 Jahre, ja, aber du bist ja, eben, du bist ja schon 90. Ja. Du kannst deine Kindheit loslassen. Ja. So. Na, jetzt bleibt dir das, schau, das bleibt dir jetzt übrig, die 10 Zentimeter auf 100 Jahre. Die habe ich noch. Aber du hast ja die Chance, noch älter zu werden, weil er hatte die magischen 73 Jahre schon übertaucht. Also er hatte die einige Chance, Zeit lang, dir ja. Steht ja alles offen, du kannst sogar 108 werden, wie der Johannes Hess. Das nimmt deine 10 Jahre in die Hand. Gut, ja. Schau, bei mir schaut die Sache ja wieder anders aus, gell? Weil ich bin ja erst 63 gewesen. Gell? Jetzt schau her, nimm meine Jugend in die Hand. Gell? Das Also frisch gebracht mit 63. Ja. Schau her, ja. da ist 73, das ist ja die Lebenserwartung der Männer. Gell? Ja. Jetzt habe ich eigentlich nur das. Ich bin ja schon 63, gell? Ja. Bleibt mir auch so viel übrig. Aber allerdings bei mir ist es so, ein Drittel des Lebens verschlafe ich. Gell? 2 Jahre muss ich abziehen wegen der Kochkünste meiner Lebensgefährtin. Ja. 1 Jahr muss ich abziehen, weil das ist in den Wartezimmern der Ärzte, was ich da verbringe, bleibt mir das bisschen eigentlich nur übrig. Da hast du mehr Zentimeter als ich. Jedenfalls sind wir jetzt Männer mit dem typischen Problem der wenigen Zentimeter. Gut. Ich sammle die Jahre. Ich sammle die Jahre zusammen für die Pensionsversicherung. Aha, natürlich. Ich sage, man muss die Jahre zusammensammeln. Jetzt weiß ich, warum wir Defizit haben. Ja. Aber haben Sie gewusst, unlängst war eine Umfrage in Kurier, haben Sie das gewusst, dass die Frauen auf ältere Männer stehen? Also
wenn ich mit ihm zusammen weggehe, zum Beispiel ins Café Bellaria, ja, die Frauen fliegen alle auf ihn immer. Habe ich keine Chance neben ihm. Ja, ich kann immer nur das, was übrig bleibt, kriege ich immer. Aber er hat die größten Erfolge und das stimmt sogar, im Kurier war diese Umfrage und da gibt es sogar ein kleines Liedchen dazu. Gell? Neulich frug mal der Kurier alle schönen Frauen, sagen Sie uns ganz diskret einmal im Vertrauen, bitte welches Alter lieben Sie beim Mann? Sonderbarerweise jede Antwort gleich begann. Die besseren Elternherren hat jedes Mädchen gern. Die besseren Elternherren sind richtig. Sie ist wichtig. Gehen Sie des Abends aus, dann geben Sie was aus. Und das ist immerhin sehr wichtig. Sie ist richtig. Junge Männer fangen immer schüchtern an, doch die Gravelierten gehen wie Blücher ran. Die besseren Elternherren hat jedes Mädchen gern. Die besseren Elternherren sind richtig. Wunderschöne Jugendzeit, du gehst schnell vorbei. Drum verlänger, wer gescheit sich des Lebens Mai. Mach dir keine Sorgen, wird dein Haar auch grau. Denn vielleicht schon morgen fliegt auf dich die schönste Frau. Die besseren Elternherren hat jedes Mädchen gern. Die besseren Elternherren sind richtig. Sie ist wichtig. Gehen Sie des Abends aus, dann geben Sie was aus. Und das ist immerhin sehr wichtig. Sie ist richtig. Die jungen Männer fangen immer schüchtern an, doch die Gravelierten gehen wie Blücher ran. Die besseren Elternherren hat jedes Mädchen gern. Die besseren Elternherren sind richtig, ja. Trotzdem war es doch gut, wenn man 20, 30 Jahre jünger war. Gut, ja. ja. Das war schon schön. Sicher, natürlich. »20, 30 Jahren, jünger sollte man sein, jünger sollte man sein, jünger sollte man sein. Alt sein soll am Tisch nur einer ganz allein, und zwar der Wein. Recht lang zu leben wünscht sich unser einer, doch dabei alt werden, Sex ist wie alt keiner. Drum sagen wir 20, 30 Jahren, jünger sollte man sein, jünger sollte man sein, ja das wäre fein. Stopp halt! Leopold, wenn ich dich so anschaue, du müsstest ja schon singen 40, 50 Jahre. Das ist ja frech. 40, 50 Jahre, jünger sollte man sein, jünger sollte man sein, jünger sollte man sein. Alt sein soll am Tisch nur einer ganz allein, und zwar dabei. Recht lang zu leben wünscht sich unser einer, Doch dabei alt werden, Sex ist wie heute keiner. Drum sagen wir 20, 50 Jahre, jünger sollte man sein, jünger sollte man sein, ja das wäre fein, jawohl. Meine Damen und Herren, ich habe jetzt eine ganz große Überraschung für Sie. Die folgende Darbietung des heutigen Abends kann nirgends besser gebracht werden als bei uns heute im Café Korb. Sie ist weltsensationell hier nachgewiesenermaßen am besten hier interpretiert worden. Es folgt nämlich 20 Minuten Pause. Und damit die Pause nicht so sang- und klanglos vorbeigeht, haben wir uns gedacht, in der Pause hören Sie was? den Ventilator. Dankeschön. Pause. Zu ventilieren. Sie haben da einen Vorteil. Ein Jahr davor war ich bei diesem Festival und wollte eine Mensch auf die Beine stellen.
all diesen damaligen Atmosphären. Dankeschön. Mich interessiert das, was vorher war. Es sollte eigentlich der Erwin schon da sein, aber das macht er mir immer zu fleiß, dass er so spät immer kommt. Ich bin schon da, ich Ja. bin schon da, bin schon Jetzt brauchen wir dich auch nicht mehr, wir verhalten uns ja auch so ganz gut, nicht? Also ich begrüße Sie, meine Herrschaften, am besten. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Nein, jetzt brauchen wir dich nicht mehr, nein, also wie gesagt, so, meine sehr verehrten Herrschaften, begrüße Sie auf das Allerherzlichste. Warum begrüßt er mich nicht, dieser Rüppel? Also, meine sehr geehrten Rüppel, Entschuldigung, ich bin ganz durcheinander heute, Entschuldigung. Nein, verschwind oder ich gebe dir eine. Na bitte hau mich nicht. Gell? Bitte, Ich ja. habe heute schon 25 Ohrfeigen. Wieso? Ja, beim ORF, wir haben eine Szene geprobt mit einer Ohrfeige, die musste 24 Mal wiederholt Da werden. fällt dir ja noch eine. Na bitte nicht schlagen, ich zahle da was dafür, wenn du mich nicht schlägst. Was zahlst du mir? Das ist ein geldgieriger Hund. Ja? Na gut, schau, ich habe 100 Euro mit. Ja? Ich gebe dir 100 Euro, Ja. wenn du mich nicht schlägst. Her mit der Marie. Na, so einfach mache ich das nicht. Wenn du mich trotzdem schlägst, dann musst du 100 Euro an mich zahlen. Also ich rekapituliere. Wenn ich dich nicht schlage, bekomme ich 100 Euro. Wenn ich mich aber hinreißen lasse, Dann musst du brandeln. gut, also das Geld habe ich so gut wie verdient. Ich bin ein sehr zurückhaltender Mensch und das Geld gehört so gut wie mir. Also bitte. gut, warum bist du so spät gekommen? Merken Sie die Frechheit? Kaum glaubt er, dass ihm nichts passieren kann, schon dreht er den Spieß um. Er ist ja zu spät gekommen. Ich habe ja gemeint gestern. Gestern, ja das stimmt, bin ich von einer weiten Reise gekommen. Wo wirst du gewesen sein? Burgersdorf, Viel weiter. St. Pölten. Ich war in Weimar bei einer Nachlassversteigerung. Ich habe dort einen ganz wunderschönen Schreibtisch erworben mit Einlegearbeiten in Tarsia. In Tarsia? Ich Ja. war doch in Weimar. Aber in Tarsia nennt man doch die Einlegearbeiten. Sowas. Und so einen Schreibtisch hast du in Wien nicht bekommen? Nein, den hätte ich in Wien nicht bekommen. Das war ein ganz besonderer Schreibtisch, der hat den Friedrich von Schiller gehört. Ah, und von dem hast du ihn erworben. Das ist doch schon lang tot, hörst du bitte Gott. Stimmt, war ja Nachlassversteigerung. Aber das ist doch schon 200 Jahre her, um Gottes Willen. Immer doch gestern. Aber ich meine doch, dass der Schiller tot ist. Da wird jetzt erst ein Nachlassversteiger. Natürlich nicht. Der Schreibtisch gehört jetzt zum Nachlass des verstorbenen Antiquitätenhändlers Schaller. Was hat der Schiller jetzt damit zu tun? Ich verstehe nicht, wie man so ein Gehirnlilliputaner sein kann wie du. Also, das war überhaupt, also ich verstehe nicht, wie man so ein Gehirnlilliputaner sein kann. Weißt du, was er auf dem Schreibtisch gemacht hat? Die Einlegearbeiten. Die Glocke hat er gemacht. Die Glocken? Ja, natürlich die Glocke. Ich glaube, du weißt wirklich nicht, wer der Schiller wirklich war. Oh ja, Glockengießer. Eine Glockengießer. Das war überhaupt keine konkrete Glocke. Nein, nicht so Bim Bam Bum. Nein, mit der man so Bim Bam Bum leiten kann, sondern Käseglocke. es handelt sich doch um eine Dichtung. Ah, die Käseglocke war undicht. gell? Nein, schau, ich hau dir eine runter. Ja, Nein, bitte. bitte, ich werde mich beherrschen. Also, bitte lass mich jetzt in Ruhe, meine hochwerten Ja, Herrscher. bitte erklär mir doch, wer der Schiller wirklich war. Naja, wie soll ich dir das erklären? Ich bitte dich. Hast du schon einmal etwas gehört von der Braut von Messina? Braut von Messina? Ja, die ist vom Schiller. Von wem ist jetzt die Braut? Vom Schiller oder von Messina? Das ist doch die Braut zweier feindlicher Brüder. Ah, der Schiller und der Messina waren Brüder. Messina ist ein Ort in Sizilien. Von wem ist dann die Braut? Ah, ich weiß schon, vom Schaller.
Der war doch noch damals gar nicht auf der Welt. Man hat schon eine Braut gehabt, ach so ein Hallo. Aber nein, ich hau da nicht runter. Nein, lieber erkläre ich es noch einmal. Der Schiller hat die Braut von Messina bearbeitet. Wo? Am Schreibtisch vom Schaller. Was der alles am Schreibtisch hat. Aber nicht so bearbeitet wie du meinst, der hat sie gemacht. Achso, ja, natürlich, das war ein Trauerspiel. Na, das kann ich mir vorstellen. Am Schreibtisch, gell, das Tintenfaselball und die Büroklammern zwicken. Gell. Aber nicht so bearbeitet wie du meinst, der hat sie gemacht. Auch am Schreibtisch? Ja, Dann war es ja seine Tochter. aber es handelt sich doch um eine Dichtung. Die Tochter war auch ein Dichter. Ich glaube, du wirst nie drauf kommen, wer der Schiller wirklich war. Oh ja, der Schiller war der Vater von der Braut von Messina, der Schwiegervater von Schaller und der Bruder von Martin Sizilien. Wie kann man ein Bruder von einem Ort sein? Deswegen, das war ein Erzherzog. Wer? Der Johann Ort, der ist geritten auf einem Pferd mit einem Federbusch am Hut. Der ist doch verschollen. Verschwollen ist er. Nicht verschwollen. Der dann die feindlichen Brüder verhaut haben wahrscheinlich. Gell? Nein, aber du wirst gleich verschwollen sein. Ich hau dir jetzt eine runter. Du willst mir eine anhauen? Ja. Na, willst du boxen mit mir? Ja, ja, natürlich. Boxen oder Karate? Na, wie du willst. Na gut. Ist mir egal, Na gell? bitte. Ja, du bringst mich direkt in die Weißglut. Stell dir vor, ich war einmal Karatemeister, ich habe jetzt noch einen schwarzen Gürtel. Das ist mir wurscht, was du für Meister warst. Na, du warst Boxmeister? Ja, Na warte, na, wenn Sicher. du traust dich wirklich? ja. Na bitte. So, Ja. bitte. Was? Gut. Gut, gerne. Na, Ja. So, also gut. Aber Karate oder Boxen, was ist der lieber? das ist mir wurscht. Das ist der Wurscht? Nein. Na bitte, zieh dich wieder auf, das ich schlag Na doch keine gut, ich zieh mich Extreme wieder Hand. an. Nein. Gut, dass der Ruhe. Ich schlag doch keine Mumie. Ja. Nein. Nein. Aber bitte erklär Der mir, junge Spund mit 63 sagt zu mir Mumie. Das ist furchtbar. na, bitte erklär mir jetzt zum letzten Mal, wem hat der Schreibtisch jetzt wirklich gehört? Sag das bitte. Ja, der Schreibtisch gehört zum Nachlass. Der Schreibtisch gehört jetzt zum Nachlass vom Friedrich von Das Schiller. sind die Gedetenhändler Schiller. Und wie kommt dort der Schiller dazu, auf diesem Schreibtisch einen undichte Käseglocke zu gießen? Pass auf, der eine war ein Dichter. Der Schaller. I. Du bist der Dichter? Wer sagt, dass ich ein Dichter bin? Der sagt so I. Aber ich meine doch Schaller mit I. Schaller mit I heißt, Schallerie. aber das I nicht am Schluss, sondern in der Mitte. Schillerei. Ach, Schillerei, der macht mich ganz wahnsinnig. Ich sage mal, der Dichter heißt Schiller und der andere ist der Antiquitätenhändler. Der Messina. Messina ist ein Ort in Sizilien, habe ich dir doch schon gesagt. Also bitte, der eine, das ist ein Ort in Sizilien. Wie heißt der Ort in Sizilien? Weimar. Wie heißt der Ort in Sizilien? Schallerbach. Messina heißt dieser Ort. Deswegen musst du nicht so schreien. Und die haben alle nur eine Braut. Nein. Na wer denn? Was weiß ich, der Papst in Rom oder der Kaiser von China? Und wie kommen die alle nach Sizilien? Hau dir eine runter! Jetzt kriege ich die 100 Euro bitte. Ja, gut, 100 Euro. Sie sind wieder quitt, ich Nein, gebe dir jetzt die 100 Euro, ich gebe dir die 100 Euro, damit er Ruhe ist. Reib aus die Bitte. 100 Euro. Ja, so. Sehen Sie, so einfach kann man 100 Euro verdienen. Man muss sich nur ein bisschen deppert stellen. Ne? Apropos deppert stellen, die 100 Euro habe ich aus deinem Sakko genommen. Ja, hast du denn mein Sakko an? Ja, Mir natürlich. hat es gewundert ein bisschen. Nein, also, bitte, gib mir mein Sakko. Na, ja, bitte, Das ist, das- das ist mir so Dann machen wir das dritt ist oder wie? Ja, Wie sehe ich das das? ist mir Gott sei Dank nicht aufgefallen. In der Hitze des Gefechtes. Ja, gut. Na gut, komm, ich helfe dir rein. Gut, ja, danke. Warte mal, dass das nicht runterfällt. Ja, gut. Ja, jetzt haben wir das Striptease auch für Sie gemacht. Ein 90-Jähriger macht Striptease Ja. und nicht nur auf höchster Ebene. Ja, so. So, na wunderbar. Also, Jetzt haben wir die 100 Euro da drin. Gib mir die 100 Euro bitte. welche 100 Euro? Da wir haben da gerade den Sketch gespielt mit den 100 Euro. Wir haben einen Sketch gespielt. Sind Sie sicher, dass wir einen Sketch gespielt Ich sag haben? doch glatt nein. Also ich Seid kann ihr mich so nicht erinnern, verabredet? dass wir einen Seid ihr Sketch sicher? gespielt haben um die 100 Euro. Du musst mich dann in 3 bis 4 Wochen fragen. Jetzt habe ich nur mehr ein Langzeitgedächtnis. Ich sag dir eins, ich werde dich in der Garderobe
Garderobe abtasten, wie am Flughafen, die 100 € hole ich mir. Bitte, da bin Aber ich ich kann Ihnen auch sagen, Sie dürfen ältere Männer nie unterschätzen. Ja. Ein Schlag hat er, mir wackelt das ganze Kiefer. Gell? Ja. Die Mumie schlägt zurück. Also, so, gut. Also, die Mumie schlägt zurück, ja, natürlich. Du, Erwin, ich habe unlängst ein lyrisches Liebeslied gefunden, ja, ein lyrisches, irisches Liebeslied. Ich bin so nervös heute, bitte. Ja, dann spuck's aus, ich ahne es dir. Ja, ja, gut. Du meinst Also, wahrscheinlich ein lyrisches Liebeslied. Ja, auch, natürlich, ja. Und das Also, ist erfunden, wo? Am Dachboden oder was? Nein, ich habe hier, schau, ich gebe dir dieses Manuskript und hier ist dieses lyrische Liebeslied drauf, ja? Ja. Und du hast es in der Nacht geschrieben, gell? So Naja, das war so, schau. senile Bettflucht. Nein! Das mag ich gar nicht gern, gell? So, also einfach, dass man solche Überraschungen mag ich nicht. Gell? Ja, na gut. Erstens bin ich kein guter Blattleser und zweitens ohne Vorbereitung. Jetzt willst du mir einen Theater, einen Schierstegger für die Mumie. Ja, das sicher, war nicht natürlich. vorbereitet. Schau, Und nein, gibt's ich muss Noten? Ihnen Haben das Sie erklären. Noten Nur davon? zu. Haben Sie Noten? Das war so. Ich habe es zuerst mit Bleistift aufgeschrieben und dann habe ich es heute in der Früh meiner Nachbarin, der Lilly, einer ehemaligen Sekretärin, in die Maschine diktiert. Wie alt? 10 Jahre. Nicht die Schreibmaschine, die Sekretärin. Na, die ist in meinem Alter, warum fragst du? Also bitte keine Witze, trag vor. Und noch eins, die Lilly ist schon lange nicht mehr im Geschäft. Und sollte sie irgendwie einen Tippfehler haben, da kann man sich ja in der Geschwindigkeit schnell vertippen, also wenn irgendwelche Tippfehler drinnen sind, was ja wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, musst du sie selbstständig beim Singen ausbessern. Ist das okay? Willst du damit andeuten, ich soll beim Singen noch denken? Ja, du bist ja kein Tenor. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also gut, pass auf den Einsatz auf. Ja, 5 € auf Rouge. Na, aber nein, nein, keine Witze, den musikalischen Einsatz. Also, 1, 2, 3, jetzt. Du, bei einer lyrischen Sache, bei einem Lied muss ich eigentlich schon stehen. Gell? Ja, Kann man bitte. nicht im Sitzen singen. Gell? Also, Und der hat ja keine Noten, das muss so a cappella. Du willst mit der eine. ja, natürlich, das, sicher. Ja. Beginne. Ja, warte ein bisschen. Deine Zange sagt mir süße Torte. Aha, ein Lied von der Zuckerbäckerinnung. Das ist ein Druckfehler, du sollst es ausbessern, das heißt, deine Zunge sagt mir süße Worte. Hier steht Torte. Aber so besser es gleich aus beim Singen. Deine Zunge sagt mir süße Worte und dein Hund rauft. Hier, nicht Hund rauft, sondern dein Mund ruft. Da steht Hund. Ja, das ist ein Hund beim Schreiben reingekommen, also sing weiter. Deine Zunge sagt mir süße Worte und dein Mund ruft. Nein, das kann man nicht rufen, das kann man vielleicht stammeln, gurgeln oder husten. Oder Aber bitte sing's einfach. Und dein Mund ruft, quer zu Jopü. Das muss türkisch sein. Nein, ich weiß schon, entschuldige, da hat die Lilly das neue Farbband ausprobiert und das ist erst die erste Tastenreihe bei jeder Schreibmaschine und bei jedem Computer. Das ist die erste Tastenreihe. Was soll ich jetzt singen statt dem quer zu Jopü? Sehnsucht in mir wach Das sollst du muss einem singen. aber auch gesagt werden. Also bitte. Und dein Mund ruft Sehnsucht in mir wach. Oh Gas! Umdrehen. Ich soll verkehrt gasen. Nein, sag. Oh sag. Nein, nur einmal sag. Oh einmal sag. Du sollst nur einmal sag sagen. Ja, das kenne ich mir aber gar nicht aus. Wenn ich sag Gas, sagst du, ich soll mich umdrehen. Wenn ich sage, sagst du, ich soll sag sagen. Wenn ich sag, sage, sagst du, ich soll sag einmal singen. Was soll ich jetzt sagen? Du sollst einmal sag singen, also sing. Sing. Keine Anspielung auf meine Vergangenheit. O sag, wann öffnet sich das Hammelreich dem Sporte? Nein, das heißt, man öffnet sich im Himmelreich die Pforte und nicht das Hammelreich dem Sporte. An Hammelsport gibt's doch nicht. Das weiß ich, aber das ist ja nicht verbiegt, das ist verdeckt, vertraut du bist. Geh, mach weiter. Wann öffnet sich im Himmelreich die Pforte? Davon träum ich unter Leiden im Bauch. Das ist ja Verdauungslyrik. Nein, das heißt nicht unter Leiden im Bauch, sondern unter Weiden am Bach. Davon träum ich unter Weiden im Bach.
Jedoch du Flasche. Jedoch du Falsche. Du falsche Flasche. Also beleidigen musst du mich nicht. Ja, was bitte, soll ich ja. singen? Falsch ist richtig, Flasche ist falsch. Na gut. Also Jedoch du Falsche, du willst ja nur mit anderen käsen. nicht Käsen, sondern Kosen heißt das. Hier steht Käsen. Da stand besseres aus, also weiter, Du weiter. bist ein Weib, das jeden Liebenden betrügt. Wo ist da der Fehler? Da ist kein Fehler, sing weiter. Auf den Himmel ist kein Verlust. Also, Hast du- weiter. Das Hast ist du los. vergessen auf die gelben Unterhosen? Das heißt auf dieselben bunten Rosen. die ich als Liebesgas Liebesgruß. dir an die Wand Die in gespuckt. die Hand gedrückt. Ich hab genug. Ich hab genug. Bin für alle Zeit blamiert, ich hab genug. Ich hab genug, das hat ein Trottel Ich hab komponiert. genug und geh nach Hause. Sehr gut, so schmeiß ich dich hinaus. Schluss, aus! Leopold, du bist ein Charmeur der alten Wiener Schule. Ja, ich hab natürlich. den Charme auf. Öfter. Ja. Ein Charmeur der alten Wiener Schule, den lieben ja die Frauen. Bei mir lieben die Frauen meine Standfestigkeit in erster Linie. Ja. Neulich, jetzt bin ich mit dem D-Wagen gefahren vorige Woche, gell, am Ring. Bums voll der D-Wagen, gell, eine junge, fesche Dame, eng an mich gedrückt. Habe ich ihr nach der 4. Station gesagt, gnädige Frau, jetzt wird ein Haltegriff da oben frei. Hat sie gesagt, ich habe eher da unten. Sag ich weiß, aber ich muss jetzt aussteigen. Sehen Sie, ich bin noch gut im Rennen bei den Damen. Aber während der Leopold in der Nacht seine lyrischen Liebeslieder textet, habe ich ganz woanders zu tun. Weil die Nacht ist ja nicht allein zum Schlafen da. Gell? Wenn die Bürger schlafen gehen in der Zipfelmütze und zu ihrem König fliehen, dass er sie beschütze, ziehen gefestigt angetan hin zu den Tavernen, Schlendrian, Schlendrian unter den Laternen. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, das was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Wenn der Morgen endlich naht durch die dusken Scheiben und die Männer nur Nacht beieinander bleiben, schmieden sie im Flüsterton aus Gesprächen Bomben. Rebellion, Rebellion in den Katakomben. Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, die Nacht ist da, das was geschieht. Ein Schiff ist nicht nur für den Hafen da, es muss hinaus, hinaus auf hohe See. Berauscht euch Freunde, trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Euch heute trinkt und liebt und lacht und lebt den schönsten Augenblick. Die Nacht, die man in einem Rausch verbracht, bedeutet Seligkeit und Glück. Mein Gott, mein lieber Erwin, du führst ein sündiges Leben. Für dich wäre es einmal besser, wenn du zur Beichte gehst. Da möchte ich dir ein Beispiel aus dem ländlich-sittlichen Raum bringen. Da war unlängst die Mirzel ein sauberes Mahl beim Herrn Pfarrer ein Beißenkerl. Sie beicht ihre Sünden mit frommem Gefühl, auf einmal da stottert und wird ganz still. Sie kann kaum Worte finden zu beichten, die größte ihrer Sünden. Sie redet was vom Fenstern und von einem Mann. Zum Schluss fängt es gar zum Wahner an, oh, der Pfarrer kennt schon solche Sachen. Darum will es dann jetzt leichter machen und sagt, damit ich dir Buße kann erteilen, sollst du dich morgen früh beeilen und mir so viele Äpfel bringen, so oft du gesündigt hast in diesen Dingen. Am nächsten Tag in der Früh um 8:30, der Pfarrer war gerade ganz alleine, kommt Birzel mit hochroten Wangen, mit einer Scheibtruchen voll Äpfel, ganz unbefangen. Wie der Pfarrer die Mirzel so sieht, macht er zuerst ein strenges Gesicht. Dann aber lacht und droht mit dem Finger. Was?
Ein ganzes Scheibdrucken voll tust du mir bringen, die Mürsel. Stellt die Scheibdruck nieder. Das Lachen vom Pfarrer war so wieder. Herr Pfarrer sagt, machen Sie es mir, kann noch an Sie lachen, aber ich muss noch dreimal fahren. Der Leopold ist schon ein Phänomen. Also alle, die ihn noch nicht kennen, gell, ist schon ein Wahnsinn. Gell? Ein Gedächtnis hat er. Gell? Und hat übrigens jetzt sogar mit 90 Jahren ein Angebot bekommen vom ORF. Ja? Für einen Film haben sie ihn engagiert. Gell? Ja. Für Titel Universum. Gell? Untertitel der Serie Die Mumie lebt. Na, nicht, dass sie lachen. in Ägypten? Na, sie lachen. Natürlich nicht als Darsteller. Gell? Obwohl, nein, sondern als Sprecher, weil er hat so eine sonore Stimme, haben sie ihn engagiert. Ja, apropos Sprecher, du, ich habe einen Bekannten getroffen und ich sage, wo warst denn du? Sagt er, du, ich habe mich vorgestellt. Dann sage ich, wo hast du dich vorgestellt? Sagt er, wo habe ich mich vorgestellt? Beim ORF. Sage ich, so? Sage ich, als was hast du dich dort vorgestellt? Als Portier oder als Kassendiener oder als irgendwelcher Ding? Sagt er, nein, ich war mit dort vorstellen, als Sprecher. Sag ich, als Sprecher? Sag ich, haben Sie die Nummer? Sagt er, nein, weil ich bin bei keiner Partei. Ich lasse den Herrn auslachen noch, gell? Ja, gell? Das sollte man ernst bleiben. Ja. Das war politisch. Ja. Da darf man lachen. Ja, ich kann es ja lachen, noch weiter. Nein, ist das super, gell? Und er hat so nicht nur beim ORF jetzt ein Engagement bekommen, er hat sogar für einen Werbefilm einen Vertrag bekommen. Und zwar soll er da Werbung machen für das sogenannte Spontol. Das steigert die Merkfähigkeit der älteren Menschen. Ja, natürlich. Und jetzt, ich weiß, du hast ja nächste Woche die Probe und damit ihr nicht dort stundenlang das immer wiederholen müsst, gell? Ja. Das werden wir alles wegstellen, damit wir das Spontol sehen. Ja. Gell? Machen wir das so Spontol. kurzfristig, ja? Weil Spontol ist jetzt wichtig. Und wir machen das so, ich tue dich abnehmen, damit du dort das dann gut kannst, weil du bist noch nicht ganz textsicher. Ne? So machen wir das. Schau, ich habe da den Text, ich bin der Regisseur, da ist die Kamera, da schaust du her, genau da gerade. Gell? Danke, ja. Und immer wenn du Spontol sagst, du mit der Hand so drauf, so Nein, ich bin ja nicht der. Ja, so spontan. Ja, natürlich, Ja. ja, so spontan. Und weißt du was? Schau in die Kamera, sei ganz natürlich, bleib so, wie du bist, wie du immer bist. Ja. Ja. Und das tun wir jetzt einmal machen, gell? Ja, gut. Du einmal. Also, im Alter lässt manchmal das Gedächtnis nach. Dann braucht Ihr Organismus Spontol. Denn Spontol steigert die Merkfähigkeit und wirkt dadurch Stark, muss das sagen, nicht so schwach, gell? Und zwar, Spontol steigert die Merkfähigkeit. Ja, steigert, ganz stark drauflegen, gell? Ja. Steigert. ein bisschen unnatürlich, oder? Ja, sehr unnatürlich, aber der Kunde wünscht es ja so. Ja. Spontol steigert. Na gut, das so sagt doch kein vernünftiger Mensch. Ja, ein vernünftiger Mensch kauft kein Spontol. Also steigert. Gut. Ja, genügt schon. Nur beginnt von vorne. Also, im Alter lässt manchmal das Gedächtnis nach. Dann braucht Ihr Organismus Spontol. Denn Spontol steigert die Merkwürdigkeit. Halt! Was ist denn jetzt schon wieder? Noch nicht genug gesteigert? Ja, schon, aber Merkfähigkeit, bitte. Habe ich gesagt? Das sollst du. Steigert die Merkfähigkeit. Achso, Merkfähigkeit. Ja. Na, nicht zu betonen, nur richtig sagen, du hattest da jemand Versprecher. Ich, einen Versprecher, habe mir doch noch nie versprochen. Ja. Entschuldige. Ehrlich, So du hast was- gesagt Merkwürdigkeit, das heißt Merkfähigkeit. Also bitte. noch einmal, gut. Im Alter lässt manchmal das Gedächtnis nach. Dann braucht Ihr Orgasmus Halt, stopp, Spontol. stopp. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich habe doch noch gar nicht gesteigert. Ja, aber du hast das Wort Organismus nicht richtig ausgesprochen. Aber das gibt's doch gar nicht ausgerechnet bei mir. Ich kenne doch dieses Wort ganz genau. Organismus, Merkfähigkeit, steigern. Na, Ja. bis jetzt bitte mach schneller, ich fange an nervös zu werden, ich kenne dich doch, schau. Bitte jetzt aber steigern, warte, Moment. fang an zu spitzen. Ja, eben, man merkt, du glänzt etwas. Ich muss Ja. dir ein bisschen, aber ich muss dir ein bisschen abpudern. Du Ja. glänzt, aber da nutzt ja das nichts. Man muss ein bisschen abwischen. Haben Sie ein
Ein Fehltaschentuch oder was? Haben Sie da was mit? Oder eine Küchenrolle, weil Sie haben so eine große Tasche. So eine große Tasche. Ein Stück braucht man, ja. Danke sehr. Ja, ich habe das jetzt nicht mit, danke. Ja, weil du glänzt wirklich, das spiegelt sich in der Kamera, gell? Nicht so Warte viel. ein bisschen, das Puder kommt erst. So, Jetzt ist einmal nur, dass der Schweiß weg ist. ja, sicher. Sonst bleibt ja das Kleben alles. Oder? Ja. So, Nicht so viel herumbuddern, das ist ein Kopf und kein Babypopo. Bist du sicher? Also glänzt sie auch oder nicht? Ja. Glänzt ich auch? Glänze ich Ja, auch? du glänzt, na Ja, sicher, dann tun wir auch ein natürlich. bisschen. Ja, na sicher, Ja, selbstverständlich, ich na bin ja sicher. auch. Ja, na, So. Und nicht die Haare, sonst habe ich blonde Haare. ja, sicher, na gut, also dann weiter, ja. Also Gut. bitte. Also, im Alter lässt manchmal das Pudern nach. Im Alter lässt manchmal das Steigern nach. Na, Nein. was mach einen Schluck spontan? Vielleicht Ja, fällt es ja gut, wieder. ja, gut. Nein, das wird nichts. Das macht das so in die Aber in der Betonung war es doch jetzt wenigstens richtig. Ja, die Hat Betonung es war nicht richtig. bestanden, die Prüfung? Nein, mach das mit dem Regisseur aus, ich habe den ersten nicht. Ja. Nein, Na gut, ja, lass mich mal riechen. bitte. Vielleicht mache Ein ich Anstoß. hervorragendes Mittel. Ui, nein, das ist nichts. Mit dem poliere ich mein Parkettboden. Nein, das ist wirklich der Blattläuse. Nein. Natürlich, na gut. Der Leopold hat, du hättest das nehmen sollen vor der Vorstellung. Gell, dass du, Sicher, natürlich, ja. Der Leopold hat ja vor der Vorstellung kein Spontol leider genommen. Ja. Dafür hat er vor der Vorstellung ein Viagra genommen, damit er auf der Bühne keinen Hänger hat. Ach so, naja gut. Also Aber dann, du brauchst das ja, glaube ich, beides nicht. ich brauche weder einen Viagra noch sonst irgendetwas. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Das haben die alten Barone auch immer gesagt. Komm, ich stelle dir das wieder. Ja. Bin Liebe nie mehr ins Opernhaus, fürs Burgtheater gebe ich keinen Groschen aus. Ich will in kein Kino gehen mit Bildern oder Ton. Ich muss gestehen, nur eine Passion, ja. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, ja. Das ist, was mir gefällt, aber sonst gar nichts. Die Frauen glauben alle, ich bin so süß. Ich hätte zwar linke Füße, aber sonst gar nichts. Doch ich fang mir jetzt nur mit keiner mehr was an. Denn wann die dann ja sagt, was mach ich denn nur dann? Ich hab von Kopf bis Fuß genug von Lieben schon. Ich möchte nur reden davon, aber sonst gar nichts. Ich hab vor ein paar Wochen im Stadtpark auf einer Bank ein Mädchen angesprochen, die war so süß und schlank. Sie sagt mir, sie heißt Hansi, ich hab es sich's gebührt, da als galanter Mann sie ins Restaurant geführt. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich hab ein Bier bestellt und sonst gar nichts. Doch sie ist gleich 3 Schnitzel Mehlspeis mit Kompott, dazu 7 Stückel Brot, aber sonst gar nichts. Doch ich lass sie essen, so viel sie vertragen kann, und denk mir indessen, was geht mich das an? Ich bin von Kopf bis Fuß ein feiner Kavalier. Ich hab bezahlt mein Bier und sonst gar nichts.
Leopold, wenn du deine Brieftasche öffnest, kommen die Motten rausgeflogen. Ja, aber gegen mich sind die Schotten Verschwender. Ja, mit das. Nein, aber das ist sehr großzügig, der Leopold. Aber wir sind natürlich arme Künstler. Gell? Den Wein habe ich gekriegt vom Chef, von der Chefin. Ja, wir müssen halt immer durchkommen jeden Monat. Gell? Dabei gehe ich jeden Monat, was heißt jeden Monat, jede Woche in die Kirche. In die Karlskirche gehen wir. Setz mich in die erste Reihe immer und erbitte vom lieben Herrgott einen Geldsegen. Ja, der schickt mir immer nur den Segen. Ja, ich glaube, der hat selber kein Geld. Aber was wäre denn so furchtbar dran, wenn ich auch einmal ein kleines Vermögen hätte? Wenn ich einmal reich bin, oje vidi, bum. Alle Tage wär ich wie die Mumm, wäre ich ein reicher Mann. Hoi, bräuchte nicht zur Arbeit, oje vidi, bum. Wäre ich ein reicher wie die Wam, Deidel, Mann. Ich bau den Leuten dann ein Haus vor die Nase, hier in die Mitte unserer Stadt. Mit hohen Fenstern und Türen aus geschnitztem Holz. Da führt eine lange, breite Treppe hinauf und noch eine längere führt hinab. So ein Haus, das wär mein ganzer Stolz. Mein Haus wär voll von Grafen, Ministern und Ärzten, was das sonst noch reich und schön. Alles tanzt und stolziert mit erhobenem Haupt. Da gibt es Feuerwerk, Cocktails, Speis und Gesang, wird das ein Spektakel weit und breit. Jeder sieht, hier wohnt ein reicher Mann. Mein Wein wär voll von Preziosen, aufgedonnert wie ein riesengroßer Pfau. Jedes stürzt die Großen, jetzt habe ich das den Text vergessen, müssen wir noch aufnehmen. Mein Wein stolziert herum, beladen mit Geschmeide, aufgedonnert wie ein Pfau. Sie zu sehen, das ist eine wahre Pracht. Die feinsten Delikatessen lässt sie sich servieren, spielt sich auf als gnädige Frau. Scheucht das Personal bei Tag und Nacht. Ja. Wenn ich einmal reich wär, oh je, alle Tage wär ich wie die Mumm, wär ich ein reicher Mann. Hoi, bräuchte nicht zur Arbeit, hoi, wie die Mumm. Herr, du schufst den Löwen und das Lamm, sag, warum ich zu den Lämmern kam. Wär es wirklich gegen deinen Plan, wäre ich ein reicher Mann. Ja, das war der Milchmann-Tecki aus einer Techka. Übrigens, diese wunderbare Operette wird dann nächstes Mal, also nächstes Frühjahr, in Neusiedl am See gespielt und das war ein kleiner Vorgeschmack darauf. Aber wir sind natürlich auch arm. Natürlich ist ganz klar, wir sind ja zwei arme. Edle Ritter sind wir, ja. Ja. Apropos Ritter, stell dir vor, Maskenball. Zwei Ritter haben sich vorgestellt. Der erste hat die Haken zusammengeschlagen und hat gesagt, gestatten, Ritter Götz von Berlichingen. Worauf der zweite sagte, gestatten, Ritter zur eisernen Zunge. Sagt der erste drauf, trotzdem. Und du bist jetzt sozusagen der Ritter zur eisernen Zunge. Nein, ich bin der Ritter Fridolin von Gumpendorf. Und dann bin ich der Jaromir. Gut.
Jaromir von Greifenstein, so werde ich genannt. Fridolin von Gumpendorf bin ich im Land bekannt. Bis zum alten Adam reicht mein Stammbaum fast hinauf. Wer pumpt dir da was drauf? Greifenstein und Gumpendorf sind Namen, die man kennt. Leider sind in letzter Zeit wir ziemlich insolvent. Die mich Wirt und Schneider mahnten, wenn das meine Ahnen ahnten, Freund und Traum, die möchten schauen. Die möchten schauen. Oh Jaromir, O Jaromir, oh Jaromir, o Jaromir, warum sind wir denn gar so stief? Es hat kein Mensch, wie sowas bitter ist. wenn man kein Geld hat und ein Ritter ist. O Jaromir, Oh Jaromir, o Jaromir, süßes Weibchen dir, du bist zwar leider nur von innen schön. Doch Jaromir, oh Jaromir. es wird schon gehen. Nichts auf Erden dauert ewig, Kaiser und Soldat. Selbst der schönste Graf wird schäbig, wenn er nichts mehr hat. Lauter Schulden, keine Gulden, das ist kein Pläsier, das kennt auch mancher. Hier stimmt's, meine Damen und Herren. Nur wer Geld hat, der ist nobel, ist ein großes Tier. Trägt das Nachthemd selbst mit Zobel, ist ein Kavalier. Ach, wittern die Weiber nicken, voll Entzücken nach ihm blicken, darum sag ich jetzt zu dir. Oh Jaromir, O Jaromir, oh Jaromir, o Jaromir, warum sind wir denn gar so stief? Es hat kein Mensch, wie sowas bitter ist. wenn man kein Geld hat und ein Ritter ist. O Jaromir, Oh Jaromir, o Jaromir, süßes Weibchen dir, du bist zwar leider nur von innen schön. O Jaromir, oh Jaromir, es wird schon gehen, oder nicht? Ja! Ja, da gibt es ja, das sind edle Ritter, gell? Diese Jaromir und Greifenstein und Fridolin von Gumpendorf sind edle. Ritter waren ja immer edel, gell? Aber da gibt es ja eine Operette, da geht es um einen Soldaten, und zwar von den spanischen Erbfolgekriegen, und zwar der Zigeunerbaron. Und das war ein Soldat, das war kein edler Ritter, der hat ja die Feinde zusammengeschlagen und dann ausgeraubt. Gell? Also das hätte ein Ritter nicht gemacht. Gell? Und jetzt darf ich mir gar nicht Zigeuner mehr sagen. Gell? Bin gespannt, wie es die Zigeuneroper einmal den Zigeunerbaron Sinti oder Roma darfst du sagen? umbenennen werden dann einmal eines Tages. Ja? Was hat der Johann Strauß komponiert für einen Baron? Sinti-Baron. Ja, wird es dann eines Tages so heißen. Gell? Jedenfalls, wir erzählen von Karlmann Schuppan. Gell? Und des Tachostrand, wo mit starker Hand wir die Feinde Moores gelehrt. Zusammen sind wir heimgekehrt, reich mit unbeschert, nahmen mit, was des Mitnehmens wert. So ein Krieg ist ein Graus, Gott sei Dank, dass er aus, dass gesund ich den Heimweg noch fand. Nicht ein Hieb schreckte mich, nicht ein Schuss, nicht ein Stich, nur mein Tag ist ein bisschen verbrannt. Nun geschwind, grüß dich Gott, Freund und Kind, grüß dich Gott, alle find ich wieder schön beieinander. Ja, ja, nun geschwind, grüß dich Gott, Freund und Kind, grüß dich Gott, alle find ich wieder schön beieinander. Gib Acht, es kracht, schreit mich ein Schwade an, schießt du nur zu, ich bück mich, wo ich kann. Sein Gewehr ist leer, ich reiß ihn aus der Hand und hau genau inmitten auseinander. Pardons, der Kauz, da liegt der Mörserstaat, ich find geschwind das Kleingeld, das er hat. Oho, Herr Kamerad, all das wär schon, und suche durch bis auf die letzte Naht. So macht dich schlau ein Dutzend Mal, mein Freund, war mir das ganz egal. Fremder Held, grüß dich Gott, Uhr und Geld, grüß dich Gott. Wenn man fällt, ist es all das leere Tand. Ja, ja, fremder Held, grüß dich Gott, Uhr und Geld, grüß dich Gott. Wenn man fällt, ist es all das leere Tand.
Einmal Skandal, look mich ein Spanischweib, holla, nix da, sag nicht drei Schritt vom Leib, doch zirkt und wirkt und zarte Liebe sie, da zeig ich gleich mich wieder als Genie. Im Nu, per Du, war ich mit ihr galant, sie gibt verliebt mir ihre weiße Hand, doch steckt ein Diamant, den sanft die Tür entwand, hier trag ich ihn als teures Liebespfand, so macht ich schlau ein Dutzend Mal, ein Feind war mir das ganz egal. Und ein jedes Mal blieb ich hart wie Stahl, kein Soldat, der Gleiches mir tut. Sapperment, denn die Weiberbrut, dank der Sonnenglut, hat noch flüssige Lava im Blut. Manche Donner zwar nudelsauber war, doch mein Herz tapfer stets widerstand. Und mit jeder blieb ich als Herzensdieb nur ganz oberflächlich bekannt. Mein Schatz, grüß dich Gott, lieber Schatz, grüß dich Gott, keinen Platz hat die Lieb im Feindesland. Nein, nein, mein Schatz, grüß dich Gott, lieber Schatz, grüß dich Gott, keinen Platz hat die Lieb im Feindesland. Die Marmeladefirma Kraus und Co., die ist jetzt 100 Jahre alt und ich bin als ältester Beamte beauftragt, an den Chef der Firma eine Lobrede zu halten. Natürlich bin ich sehr aufgeregt, ich habe mein Manuskript verloren und was weiß ich, was da noch alles. Bitte sehen Sie mir etwas nach, wenn ich etwas zu stottern beginne, aber ich spreche dann auf Teilzahlung. Bitte, der Herr Chef ist schon da. Grüß Sie Gott, Herr Chef. Grüß Gott, wie heißen Sie? Mein Name ist Leopold Hagenker, bitte, und ich bin beauftragt, im Namen der Firmenbelegschaft an Sie eine Ansprache Und Sie zu sind halten. seit dem Bestehen der Firma dabei. Ich bin doch keine 100 Jahre alt. Sie schauen aber so aus. Na Moment, Das Moment, ist Moment, Firma ja. Kraus und Co. Ja, haben wir schon gesagt. Bitte, Herr. Ja, danke. Bitte entschuldigen Sie, ich habe mein Manuskript verloren und ich kann mich nicht mehr so ausdrücken, wie ich möchte. Sehr geehrter Herr Chef, das fangt ihr lieber. Sehr geehrter Herr Chef, im Auftrag meiner Damen und Herren Kollegen muss ich Ihnen jetzt eine Ansprache halten. Sie sind ein Trott, trotz Ihrer Strenge, geliebter Vorgesetzter gewesen. Schon Ihr Vater, der 100 Jahre alt geworden ist, war ein idealer Geschäftsmann. Auch Ihre Frau Mama, die saubere Frau Gemahlin, hatte wegen des großen politischen Einflusses sehr viele Freunde. Ihr Bruder ist ein Deputierter der Handelskammer und wird die Firma ganz gut weiterführen. Sie können mich in Anbetracht meines kleinen Sprachfehlers entschuldigen, dass ich mich jetzt anscheinend kurz fasse. Aber der Umstand, dass ich ein edeldenkender Mensch bin, den müssen Sie schon berücksichtigen. Bevor ich noch schließe, muss ich auf das glorreiche Wirken Ihrerseits zurückkommen. Ich muss jetzt wiederholen, was ich schon so oft sagte. Die Firma ist am 100. Jahrestag mehr als aktiv. Ich lasse den genussreichen Moment wie den nicht vorübergehen, ohne Ihrer Marmelade zu gedenken. Ich muss es wiederholen, was ich schon so oft sagte. Ihre Marmelade ist ein Schund und Schmutz. Ihre Marmelade ist ein Schund und Schmutz, Konkurrenz, überdauerndes Fabrikat. Sie schmeckt wie eine galizische Firma, behauptete ausgezeichnet. Wer sie ist, wird hinreichend von ihrer Güte überzeugt sein. Sie lebe hoch, 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 hoch. Und dann ist der Zusammenbruch. Ja. Sie haben zu viel Marmelade gegessen, glaube ich. Aber Leopold, weißt du, dass du hast ja einen Nebenjob da im Prater. Ich habe ja auch einen Nebenjob im Prater bekommen. Ja? In der Geisterbahn oder als Watzmann oder wie? Was?
Na, auch nicht das Watschenmann, nein, sondern bei dem drehbaren Fahrgeschäft. Was ist das, ein drehbares Fahrgestell? Fahrgeschäft heißt es. Und das ist das Amtsdeutsch in Deutschland. In Österreich heißt ja sowas Ringelspiel, aber in Deutschland heißt es drehbares Fahrgeschäft. Aber sie nennen es natürlich Karussell. Das dreht sich schneller, dafür ist es ein bisschen teurer. Also das Karussell von Jacques Brel. Ja gut, na wunderbar. Glockenzeichen, da weiß ich nicht mehr, wer ich bin. Mit dem ersten Glockenzeichen, da verliert mein Name seinen Sinn. Da ist in mir nichts mehr zu halten, jeder Nerv vibriert und es geht so schnell. In mir drehen sich viele Gestalten und irgendwas fährt mit mir Karussell. Wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der große Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn, ja wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht. Ja, wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der große Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn. Ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der große Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn. In der Mitte meines Auftritts weiß ich längst nicht mehr, wer mich hasst. In der Mitte meines Auftritts ist mir gleich, wem mein Typ nicht passt. Was ist wahr, wer Gaukler, wer Dichter? Was ist Nacht und was ist noch hell? Sind denn Sterne nur bunte Lichter? Ist die Welt nicht schon Karussell? Wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der große Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn. Ja wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der große Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn. Ja wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht, ja wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich vor einem Bild der große Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn. Und wenn endlich der Applaus kommt, ist schon lang nicht mehr Tag und Nacht. Was ist oben, was ist unten, wer bin ich, wer hat mich ausgedacht? Und hernach dann in der Garderobe hab ich längst den sicheren Beweis, dass ich selbst das Karussell bin, weil ich mich ewig drehe im Kreis. Ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich für einen Bild der großen Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn. Ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich für einen Bild der großen Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn. Ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, ja, wenn sich alles dreht, dann will die Fantasie, dass der Schwindel nie an dir vorübergeht, bevor das Spiel beginnt. Bist du wie ein Kind, bist du wie ein Kind, dem sich für einen Bild der großen Traum erfüllt, aus seiner Lebenssinn. La 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 la. Bevor wir jetzt schließen, so lassen Sie uns wissen, ob es vor allem bei uns hat gefallen. Und war es der Fall, so kommen wir gerne wieder einmal mit musikalisch-launischer Note gewissermaßen als Heiterkeitsbote. Und haben Sie manchmal nur gelächelt vielleicht, so ist der Veranstaltungszweck schon erreicht.
Es war unser Zweck, Ihrer guten Laune zu dienen. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen. Es verabschieden sich Erwin Steininger. Leopold Havelka. Danke sehr, danke schön, danke. Heute ist uns alles wurscht, ich hab Durst, du hast Durst. Leider kostet Weingeld, zahlen wir unser Kleingeld. Hauen wir's ins Gesammelbix, ich hab nix, du hast nix. Und weil alle gar nix haben, läppert sich was zusammen. Aufgepasst, die ganze Schicht, der Obertrager spricht. Was? Jung sind wir, fesch sind wir, alles von vorne jung und fesch zum Heulen hinaus. Durst haben wir, Stier sind wir, alles gehen wir vor den Durchstand lassen. Heute ist uns alles wurscht, ich hab Durst, du hast Durst, leider kostet Weingeld, zahlen wir unser Kleingeld, hauen wir in die Sammelbüchs, ich hab nix, du hast nix, und wenn alle gar nix haben, läppert sich was zusammen. Ausgepasst, die ganze Schicht, der Obertrager spricht, was spricht er? Jung sind wir, fesch sind wir, alles von vorne jung und fesch zum Heurigen hinaus. Durst haben wir, Stier sind wir, was bleibt der Viertel durch den letzten Euro aufsehen, wer an Wein trinkt, sich langsam eintrinkt, beim vierten Viertel, da kann man alles doppelt sehen, da wird ein Euro zu einem Teuro, beim achten Achtel wird sogar eine alte Schachtel schön. Jung sind wir, fesch sind wir, alles da fahren wir jung und fesch zum Heurigen hinaus. Durch sind wir und fesch sind wir, alles da fahren wir morgen erst nach Haus. Jawohl! Ist nicht gegangen.